Die geheimen Gründe für Deutschlands Burgen. Habt ihr euch jemals gefragt, warum Deutschland nur so vor Burgen strotzt? Fahrt mal durch fast jedes Flusstal. Auf jedem zweiten Hügel thront eine Festung. Heute tauche ich ein in die faszinierende Welt der deutschen Burgen. Wenn ich Burg sage, meine ich mittelalterliche Festungen. Gebaut zur Verteidigung, nicht nur zur Schau. Deutschland hat über 20.000 davon. Das sind mehr Burgen als jedes andere Land in Europa. Das liegt an der Geografie und der Politik. Im Mittelalter war das kein einheitliches Land, hunderten winziger Königreiche, Herzogtümer, Fürstbistümer, freie Städte. Jeder kleine Herrscher wollte sein Land schützen und auch ein bisschen angeben. Also bauten sie Burgen. Viele davon. Deutschlands Landschaft ist perfekt für Burgen. Steile Hügel, gewundene Flüsse, tiefe Wälder. Festungen auf dem höchsten Felsen. Burgen am Rhein. Burgen an der Mosel. Burgen an der Elbe. An den besten strategischen Punkten. Burgen standen oft nebeneinander, in Sichtweite Blick von den Zinnen über das Tal. Angespannt, aber auch aufregend. Steinige Burgen waren der ultimative Flex, sie zeigten Geld, sie zeigten Macht, sie zeigten neuestes militärisches Know-how. Burgen waren auch Wohnhäuser, Gerichtshöfe, Symbole der Autorität. Einige wurden Zentren blühender Städte, dann änderten Schießpulver und Kanonen alles, viele Burgen verfielen. Andere wurden umgebaut zu Schlössern oder restauriert für Touristen. Wenn ihr das nächste Mal eine Burg seht, sie ist kein bloßes Relikt, sondern ein Schnappschuss einer wilden, komplizierten Geschichte. Jede Burg erzählt Ehrgeiz, jede Burg erzählt Rivalität, jede Burg erzählt Überleben. Deshalb ist Deutschland das Land der Burgen. Danke, dass ihr dabei wart. Vergesst nicht zu abonnieren für mehr faszinierende Geschichten.